Zu den Jiden in Boston und Umgebung seid begrüßt. Alle Mittwochabend von 7:30 bis 8:30 könnt ihr hören ein jüdisches Radioprogramm, das jüdische Kohl, auf der Station WNR 1600 AM Brookline, was bringt euch alles auf Jiddisch, sei von Reklames bis Unsummen, bis Musik von der größten weltberühmten Chazonen, Volks- und Theatersänger und von den neuesten Schaffungen von den Klesboren von der ganzen Welt. Wir haben euch lebendige Gäste, Schreiber, Dichter, gebildete Persönlichkeiten und gesellschaftliche Führer, von denen man kann sich viel lernen. Wird größer haben von dem Programm, sagt der Freund und Bekannte, wegen dem Programm des jüdischen Kohl sollen sie euch hören und Nähe haben. Hört sich alle Mittwochs zu von 7:30 bis 8:30 Abend das jüdische Kohlprogramm auf WNR 1600 AM Brooklyn und hört Nähe. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt.
Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brooklyn, das Rätselneich Meir David. Wir haben ein sehr feines, reiches Programm für euch heint. Heute haben wir ein Interview mit Vivi Lachs. Ich habe erst geredet mit ihr heint und sie tritt auf in Boston kommenden Sonntag in Arbeiterring 4 Säger beim Arbeiterring in Brooklyn mit der Lektia, mit der langen Namen Whitechapel Noise, Sex, Politics, and Religion in London's Pre-World War I Yiddish Lyrics, a singing talk by Vivi Lachs. Sie stammt von London und sie ist ein Mumche auf der Thema von musikalische Singlieder bei die jüdischen Immigranten in London. Und ihr werdet noch eine Sache hören wegen dem in mein Interview, was folgt jetzt. Und nach dem zweiten Hälfte vom Programm wollen wir haben einen kurzen Interview oder einen Auftritt von dem berühmten gewesenen Redakteur von Vorwärts, Boris Sandler, was wird dann jetzt mit jüdischer Branche an Internetzeitung auf Jiddisch und wird reden in Andenk von dem Vorwärtsschreiber und Radiopräsentierer Kobi Weitzner, Oliver Shalom, was ist letztens Nifter geworden. Tage zu die Schläuchen ist Nifter geworden in September mit Gemacht zurück. Ist Lomer Tage gehen jetzt zu mein Interview mit Vivi Lachs. Hat Hanoa. Mein Name ist Vivi Lachs und ich bin von London. Sehr angenehm. Wir wissen, als ihr kommt in Boston in einer guten Show mit der Präsentation mit einem längeren Namen Whitechapel Noise, Sex, Politics and Religion in London's Pre-World War I Yiddish Lyrics, a singing talk by Vivi Lachs, Sunday, October 21st, 4 p.m. in Arbeiterring, 1762 Beacon Gas, Brookline, Massachusetts. Lassen wir hören ein bisschen von euch, von was besteht euer Programm, und aber vor allem könnt ihr sich ein bisschen vorstellen. Also ich bin ein Historiker und ein Forscher und ein Sänger in London. Ich habe gesungen jüdische Lieder mit ein paar Gruppen vor Jahren. Und ich bin gewesen euch ein Lehrer für 25 Jahre. Und jetzt, ich bin ein Forscher und ich bin ein Historiker von der jüdischen East End, der Gegend in London, wo die Immigranten, die sind gekommen in England von 1881, haben gewohnt. Dort in London. Und was ist interessant für mich ist, Menschen haben geschrieben Geschichten von London und von England und englische Jiden, aber sie haben nicht genutzt die jüdische Merkurium. Also wir haben ein Archiv, nicht in einem Ort, aber es existiert ein Archiv von Asach Texten in Jiddisch wegen London.
aber die Historiker, das haben geschrieben, haben nicht gekonnt nutzen, weil sie haben nicht gekonnt genug Jiddisch. Viele sie haben nur genutzt, sehr ein klein Teil, aber oder nicht consistent. Als ich habe gewollt nutzen die Makoirim, das Archiv, zu finden Sachen, was wir wissen nicht wegen der Geschichte. Also das ist der Background als Kontext, ich meine, für meinen Forscher. Und euch, weil ich bin ein Singer, mit Juren zurück habe ich gefunden ein paar Lieder wegen London in Jiddisch. Nun 5 oder 6. Und habe ich gemeint, als sie suchen eine Sache wegen das Leben in London, was wir können nicht finden in anderen Makoirim. Und ich habe gemeint, dass ja, muss sein mehr. Und wenn ich habe angehoben zu forschen, habe ich gefunden, so viel. Also ich habe, das ist gewesen fantastisch. Und, ja, es ist gewesen zu viel für ein Doktorat. Also ich habe nur eingehoben zu analysieren und zu finden und zu schreiben wegen die Texte und euch wegen der Geschichte, was wir können finden in die Texten, ob wir gucken, wer tief. Und ich meine, als die Texte, was ich habe gefunden, sie sind, das ist gewesen Coupletten. Ich habe geguckt für alle die Coupletten, was ich kann finden zwischen 1884 und der Anheb von dem Ersten Weltkrieg. Also das ist 30 Jahre. Und ich habe gefunden, eine Sache Poemen, so Lieder, Gesänge, Verse, eine Sachen in Zeitungen, in Liedbücher, in Liedblätter, in Pamphleten, in allerlei Älter. Und ich habe gesehen, also das ist viel, habe ich gefunden, 400 Texten in Coupletten wegen London. Und nein, 400 was sind publiziert in London, 300 was sind gewesen wegen London, wegen das Leben in London. Und habe ich genutzt in meinem Buch 100 von sie in die Themen von Politik, Sex und Religion, Politik, Sex und Religion. Und ich meine, als Popularkultur, und das ist Popularkultur von den Zeitungen und von den Liedern, die Lieder sind gewesen Lieder von der Music Hall, der Vaudeville in London. Die Poesie ist gewesen von die sozialistischen Zeitungen und befragt von Morris Winchevsky. Und andere Verse ist gewesen satirische Sachen von einfach anderen Zeitungen. Und das Popularkultur ist sehr wichtig, weil das ist nicht das offiziell. Also ich meine, das gibt uns ein Husch für die Machleukes und die Bräuges, was sind gewesen in London und die Sachen, was sind sehr wichtig für Menschen zu diskutieren und Sachen, was beiten. Als ja, das ist gewesen ein Adventure. Ich weiß nicht, wie zu sagen Adventure auf Jiddisch. Also ist viel zu fragen, aber koidem kol geht zu verstehen, wie soll kann man gefunden eure Arbeit auf Internet oder in Kromen, in Bücherkromen, Lamashal? Ja, also mein Buch Whitechapel Noise ist, ja, man kann das finden auf dem Internet in einer Webseite. Und ich will bringen
Copies zu Boston. Und ich habe rekordiert ein paar von die Lieder. Na, wenn ich habe gefunden Lieder zu singen, sie haben gehabt nur die Wörter. Ein paar von sie, es ist möglich zu hören auf dem Disc, auf die alten Rekorden. Und ein paar von sie, Emerson in England hat rekordiert von einer alten Frau. Und ein paar von sie haben der Schreiber hat geschrieben auf der Liedblätter zu singen zu der Melodie von da. Also man wisst ein paar von die Melodien, aber andere wir wissen nicht. Und ich habe geschrieben, andere Menschen haben euch geschrieben Melodien, weil sie. Also ich habe gesammelt in einem Kompaktor bei einer Gruppe mit dem Namen Katchanas, Katshhanes. Also das Buch Whitechapel Noise ist von meinem Doktorat, aber ich habe das geschrieben nicht nur wie ein akademischer Buch, weil ich meine, als Sachmenschen sind interessiert in dem Subjekt. Also habe ich geschrieben mehr wie ein populares Buch euch. Und Whitechapel, Menschen in Amerika, in Boston sind nicht alle bekannt mit dem Begriff. Was meint Whitechapel? So Whitechapel ist eine Gegend in Mittlere-London und das ist eine Gegend, wo die Immigranten haben gewohnt und haben gelebt vor 8 Jahren, aber das ist nur die Docks. Also Immigranten sind gekommen erst in Mittlere-London und sie haben gewohnt in Whitechapel. Und in Whitechapel es ist gewesen eine große Kahila, etwa 150.000 Menschen. Und sie haben gehabt eine Kultur und Restaurants, Cafés, Theater und also weiter und Marken und Zeitungen und die Sachen in Jiddisch und man hat gehört Jiddisch in das Gegend. Und ich meine, also, how do I say this in Jiddisch? Wir haben sehr ähnliche Gegenden in andere Länder, in andere Städte. Und das ist das Leben, wo Menschen haben gewohnt. Ja, öfter ist zum Vergleichen mit Old West End in Boston und in New York, aber die alte East Side in New York, was man auf Englisch the Lower East Side. Ja, und das ist sehr interessant, weil Menschen haben geschrieben, Emerson in ein Ort und sie haben das euch publiziert in einem anderen Ort. Kann ich geben ein Beispiel? Also, Morris Winchevsky ist gewesen in London vor 15 Jahren und hat geschrieben eine Sache von seiner Poesie dort. Und ein Beispiel ist, hat geschrieben ein Poem London by Nacht. Und London by Nacht ist ein Meißele, das ist eine Ballade, das ist ein Meißele wegen Lämpelig. Und wo die Lämpelig sehen, und wo die Lämpelig sehen nicht. Also sie sind lämpelig auf dem Gas. Also sie sehen die Gas und die Billionen. Aber was sie sehen nicht, ist die Menschen, die haben nicht keine Arbeit. Oder die Menschen, die haben nicht keine Besprüche. Und das auch andere Sachen wegen Armkeit. Und das Lied ist gewesen sehr populär, aber das ist sehr, sehr spezifisch zu London. Das Titel ist London by Nacht und es redet etwas wegen der London Hospital und die Londoner Committee Light.
aber das ist gewesen publiziert euch in New York. Und sie haben nur gebeten, der Namen, nicht London bei Nacht, das Neidtitel ist gewesen, die Lempeler. Und sie haben gebeten, der Londoner Committee Light ist die New Yorker 8. Street Light. Also man kann sehen, als ob wir haben ein Poem, wo nur mit ein paar Wörter, wo sind anders, es kann sein, Punkt also derselbe. Man kann sehen, als dass die Erfahrung in die zwei Orte sehr ähnlich. Weil Menschen können lesen die Poemen und verstehen dieselbe Sachen. Kann man sagen in allgemein, was war Tipp jeden seinen See gewesen in Whitechapel, LaMoshel, in Boston haben wir bei der Klau meiste jeden von der Litte, von heutiger Lithuania, aber von einmal von der Litte. Von wann haben gestammt LaMoshel, die jeden dort, kann man sagen, etwas in allgemein? Rauf von die Immigranten, was sind gekommen in Whitechapel, sind gewähnt in Polen. Sie haben gesucht Beigel, nicht Bagel, ja. Also wir haben als in die Lieder und wir hören Beigele zu machen ein Gramm mit einem anderen Wort. Also sie nutzen das. Sie sind gewähnt von Polen. Die Immigranten von Litte, der klar, sind gewähnt in Southern England, wie Leeds und Liverpool, Hull und andere Orte. Aber in London, der klar, sie sind gewähnt von Polen. Meine Mischbuche sind gekommen von Polen, aber ich bin aufgewachsen in Liverpool, weil mein Seide ist gewesen ein Scheuchet. Und ist gekommen in London, aber sie haben gedacht, der Scheuchet in Liverpool, also sie haben ihn geschickt. Aber in Liverpool, wir sind gewesen ein Polnischer von einer belgisch-jüdischen Stamm und der Kahila ist gewesen sehr litwisch, sind der klar von Litwisch. Von wann hat er Jiddisch? Wie kennt ihr Jiddisch also gut? Nicht so gut, ich meine. Ich habe gehört Jiddisch, weil ich bin gewesen ein Kind von meinem Bube. Aber sie hat geschmiest mit ihr Freund und nicht mit uns. Mein Vater hat gerät Jiddisch, aber er hat gewusst Jiddisch von sein Vater, weil sie haben gelernt teure zusammen auf Jiddisch. Und ich habe gehört Jiddisch von Bar Mitzvah Bocherl in Simchas in Mischbuche. Und ich habe gesagt, ja, aber ich verstehe nicht, ich will verstehen. Also, ich habe nicht gelernt Deutsch in Schule. Und später meine Mama hat mir gesagt, also, das ist sehr komisch, weil ich habe gewollt, wissen Jiddisch zu verstehen, was die Bar Mitzvah Bocherl haben geredet in die Drosches und sie sind gewesen so schrecklich. Und wir haben andere, bessere Siebes zu lernen sich Jiddisch. Das ist gewesen etwas. Also ich habe sich gelernt in Klassen in Wilna und in Paris und in London. Ja, das heißt in die verschiedenen Sommerkursen und solche Sachen. Agif, was ist laut eurer Meinung der beste Kurs? Das ist eine politische Frage, ich meine. Nee, ich habe gekriegt Sachen von alle die Kursen, was ich habe getan. Und ich habe gehabt eine Sache nur von die Kursen. Ich bin gewesen in Wilna mit 15 Jahren zurück. Und das ist gewesen sehr, sehr gut, weil es ist gewesen ganz freudig.
Und ich meine, ich bin gewesen ja, in der Mittelklasse und ich habe auch 20 Jahre das auch. Und in London das ist sehr ein Kurs, oder so, aber das ist sehr, sehr schön. Ein Ottersoi ist ein Fachmenschen von verschiedenen Ärzten, oder nicht Ärzte, aber Menschen mit verschiedenen Ideen und was sie sind gekommen zu Jiddisch. Also das ist sehr, sehr schön. Und das Kurs in Paris ist euch sehr intensiv und gut. Also ich habe gehabt nur von alle die Kursen, was ich abgezählt. Alle haben Miles. Nur Miles. Ja. Ja. Is noch eine Frage, dass ihr habt der Mond einen Namen, was ist auch schon nicht bekannt bei allen, aber ich meine, es ist sehr wichtig. Das ist der Mechaber von einem Lied, also sehr bewusster Winchewski. Könnt ihr geben mal kurz eine Reinführung, wer ist er? Okay, Winchewski ist geboren geworden in Lita und er hat gehabt nur eine Lita Upbringing, aber er ist gewesen politisch und er hat geworden ein Nihilist und nachdem er Sozialist und er hat gelaufen von Lita zu Deutschland und ist gekommen in England in 1879 und ist gewesen in England vor 15 Jahren. Also, wenn er ist gegangen von England, er ist gewesen in mitten 30er Jahren und er hat gehabt ein Nickname. Sie haben ihn gerufen, der Seide. Und er ist nur in der mitten 30er Jahren. Aber also der Seide ist der Seide von jüdischer Sozialismus. Und wenn er ist gekommen in England, er hat gegründet die sozialistische jüdische Presse, der polnische Jidl und der Arbeiterfreund und der Freie Welt und der Wecker, Zeitungen. Und er hat geschrieben, Asach. Er ist gewesen der Redakteur von der polnischen Jidl und er hat geschrieben Artikel und Feuilletonen und Poeme und Polemiken, Asach Sachen. Und er ist geworden berühmt für zwei Sachen, ich meine. Eins ist gewesen durch a column, a tale in einer Zeitung, was ist gewusst, die geschlagene Gedanken von einem beschugenen Philosoph. Und das Nomen beschugene Philosoph ist in ein paar andere Zeitungen euch, wo er hat geschrieben. Also das ist ein. Und der zweite ist die Poesie. Und er ist nicht gewähner Poet, aber er hat gemeint, als es muss haben Poesie in die Zeitungen und sie sind nicht gewähnt Menschen, was sind jüdische Poeten, jüdische sozialistische Poeten. Also er hat angeheuben zu schreiben Poesie. Und sein Poesie, für Winchewski, der größten Idee ist nicht gewähnt für seiner Poet. Es ist gewähnt zu sein ein Wecker für die Arbeiter. Als sein Poesie, alles die Poesie ist zu wecken, die Arbeiter. Aber ein Teil und eine Sache von seiner Poesie ist sehr, sehr interessant, wegen wie die Sozialisten haben genutzt Poesie wie Strategie, aber euch wie Balladen zu machen, die Menschen ein Gefühl für die Armkeit oder zu schreiben Hymnen,
für Anthemen, für die Sozialisten oder für die Aktivität von dem Verband von den Unions in England. Und alle die Sachen, wir können sehen in die Poesie, das ist sehr, sehr interessant. Also sie sind geschrieben für England, aber Menschen haben sie genutzt in aller der jüdisch redenden Welt. Als ist geboren berühmt und ist sehr eine interessante Figur. Menschen haben gehabt sehr starke Kritik von seiner Poesie und hat gesagt, es ist nicht der Poet. Aber ist, ich meine, sehr wichtig in der Geschichte, um zu verstehen die Siebe, wo die Approach zu Sozialismus und zu machen, das Welt ein bessere Ort. Kedai ihm zu kennen und Menschen wollen sich weiter der Wissen wegen dem Stamme von einer Lektion. Ja. Gut, lassen wir noch einmal überhasen dem Fakt, als es wird auftreten Vivi Laux in Boston, Sonntag, dem 21. Oktober, Vierersäger in Arbeiterring 1762 Biegengasse, Brookline. Wendet sich zu circleboston.org für Informationen. Und ihr geht auf Tournee in Amerika, ja? Ihr seid jetzt in New York? Ja. Wie verbringt ihr? Gut? Ja, sehr gut, ja. Also ich will geben ein Referat noch in der Porsche in Jivo, wegen nur das Sex von das Buch, wegen Sex. Und die jüdische Musiksaal. Und morgen will ich geben eine Lektion in Workman Circle in der Arbeiterring wegen Satire. Ja. Ja, und ich bin vernommen. Ja, das hat zu tun mit Sex, Politik und Religion. Das ist ein Sachthema mit einmal. Wilde Metzier. Ja. Gut, soll sein mit Masel, mit dem rechten Fuß und Dank für eure Zeit und wir gucken raus auf euer Auftritt in Boston. Okay, bis Sonntag. This is WUNR Brookline, live on the web at WUNR.com. London hat sich übergekehrt. London hat sich übergekehrt. Übergehiggledy, piggledy, ibberish, gibberish. London, oi London hat sich übergekehrt. London ist nicht wie es ist einmal gewesen. Ich in meine jungen Jahren hab durch kein Mal gesehen. Als unter der Erd soll vorne tolle Tränen, aber so leifen und fährt. Du wohnen Menschen wie Hering in der Fass. Für Arbeiten so schwer wird jeder so blass. Du lebst da jeder gewiss. Fin Potatoes und gefreite Fisch. Oi, London hat sich übergekehrt. London hat sich übergekehrt. Ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline. Ich bedanke sehr Vivi Laux für ihr interessanten Interview und jetzt hört von Vivi Laux' Kompaktdisk von der Kapelle, was heißt Kachanis und das Disc heißt Don't Ask Silly Questions und ihr hört jetzt unter mein Call London hat sich übergekehrt. Hört weiter. Und in ein paar Minuten rum werden wir hören von Boris Sandler, was wird reden in Andenk von Kobi Weitzner. Olav Shalom. Auf der Erde, der Lodger in the Bett, die Meiden seinen kalt wie Eis, und du siehst aber weiß, als London hat sich übergekehrt.
Keulen trägt getrunken Geld in die Bank. Die Mädle hoppen Kinder in die Weiberle erkennt. In jede grüne Jüde hat im Stieb ein Telefon. Euer London hat sich übergekehrt. London hat sich übergekehrt. London hat sich übergekehrt. Übergehegelt, die Pegel, die Gibberish. London, London, oh London hat sich übergekehrt. A koscher Jidl bin ich mehr, du gekommen, fing Galizien, nicht verreich, gedacht, ob mein tolles Interfällen mit sich mitgenommen, und vor Jahren hab ich mich betracht. Als ich will sitzen bei dem Rebenschrei, moi wei, hat mir mal beschreit. A kosher jeder Zadig ist du gar kein Messias. Ihr kennt ihn nicht kriegen, auf viele Fahrer vier. Jüdischkeit, Christlichkeit, hat du gar kein Kehr. Du darfst mal in des Sweatshops mit ins Tier. Wir loben eine, haben sie legen in Kiskele, Aran, so never, am Maschine sein. Steigt frag ich, haie Tuche, also entfällt mir mein Tuche. 2, 3, 4, frag nicht kein Chance. Es ist England, wo streckt mir die Tanz? Es ist England, mit ihnen locker Schnattinke, oi, wer süße Tatinke, alles ist kaputt, du gestellt. England! Frag nicht kein Chance. Es ist England. Es ist England, mit ihnen mit mir nur gelauf, in moderne Menschen, bekitzer, so lebe dicke Welt. A kosher Jidl bin ich mehr, hab noch gewiss für Bücher, in a Heide mit, als sie sagen, hat mir Gott in England sie geschickte Scheine Ische, für a Lodger bin ich zu ihrer in Oifei bin ich gemein, rein finale Avoines, aber Oifei hat der Himmel geschrei. Weckt die Arbeit, der Mann wie gewöhnlich, hat sie genommen machen zu mir. Feulich, eindelig, a Witzele, a Kitzele, hat sie geschleckt zu sich. Ich so dem Emes, hat mir gehabt der Ruhe. Als der Mann ist gekommen von der Arbeit, ihn hat doch sein, der Huben, was ist du geschehen? Steigt frag ich, haie Tuche, also entfällt mir mein Schuh. 2, 3, 4, frag nicht kein Chance. Es ist England, was trägt mir die Tanz? Es ist England, mit ihnen lachen Schmattinke, oi, wer süße Tatinke, alles ist kaputt, du gestellt. England! Frag nicht kein Chance. Es ist England. Es ist England, mit ihnen mit mir nur gelacht, in moderne Menschen, bekitzer, so lebe dicke Welt.
wusst euch mir die Zahn. Es ist England, im Dindeland, Schnatinke, oi, wei süße Tatinke, alles ist gepoilt und gestellt. England! Völlig kein Chance. Es ist England. Es ist England, wir dienen mit mir nur gelacht. In moderne Menschenluft, bekitzel, so lebendige Welt. Es ist England, es ist England, es ist England. Ihr habt noch was gehört, Lieder in der Ausführung von Kachanis angeführt, von Vivi Lachs, was wird auftreten kommenden Sonntag mit der Lektie in Boston Arbeiterring. Wenn sagt zu circleboston.org für weitere dicke Informationen. Und jetzt teilen Zuhörer, als auch von euch wissen und gedenken, dem teilen Kobi Weitzner für sein oftmal Auftreten auf unser Programm mit neues Berichten von Warscha. Ist jahrelang gewesen als Schreiber und Radiopräsentierer für den jüdischen Vorwärts. Und hat ist ein Mensch, was ist gewesen sein Kollege und hat ihn sehr gut gekannt und euch gewesen sein Achaver. Und mit mir jetzt ist Boris Sandler. Boris, ihr seid da, ja? Ja, geht noch. Was könnt ihr uns erzählen wegen euer Chaver Kobi Weitzner und Oliver Sholem? No, koidem kol is a größer Badeuer vor allem, weil a größer Verlust, weil Kobi Weitzner ist gewesen nicht nur ein guter Journalist und Theatermensch, ist konnte sein ein guter Chaver Reuchet. Ist gewesen von den Menschen, wo es pflegen sich nicht, also sozusagen geworfen in die Ohren, wie ein guter Chaver. Pflegt damit Zugang zu Menschen mit seiner Abschatzung. Das heißt, ein Mensch, ein Intellektual, was hat das auch gekannt, aber in derselben Zeit sehr bescheidener Mensch. Vielleicht nicht kriechen, heute ist damit gewesen, wenn man sagt, von neuem Mond, mit dem damit geehrt, damit gesehen, oder in derselben Zeit hat er sich gehalten, ein bisschen bei der Zeit. Es ist eine große Tragödie, wenn sie gehen weg, wenn sie geht weg ein Mensch, wenn sie geht weg ein talentierter Mensch, und befragt von der jüdischen Gas, das ist eine doppelte Tragödie. Ich will der Mann in der Meulem, als Boris fährt an jetzt mit der wunderlichen neue jüdische Zeitung, eine Zeitung auf Jiddisch, was produziert, Alpines, auf dem Internet, und es ist umsiehst, man soll guckt an jiddischbranche.com. Emes? Ja, es ist richtig. Es ist nicht keine Zeitung, es ist ein heutiger Journal, wo es drücken sich Menschen, jüdische Schreiber und nicht nur jüdische, so Sachen übergesetzt, aber wo sie verbinden, sei mit jüdischer Literatur, mit jüdischem Leben, mit jüdischem Theater, wie euch Videoprogramme, was ich habe mal gemacht, ist das gerade auch eine Videorubrik, was heißt Autograph. Das heißt, Menschen wollen kennen, wer sie will, wird können heranschicken, als ein Video-Selfie, ja, wenn man das mal so, wo jeder kann erzählen, bis 2 Minuten, etwas wie Überlehnen, sein beliebt Lied auf Jiddisch, oder sein eigenes Lied, oder eine kleine Meise. Und ich hoffe, dass das wird heranziehen mehr Menschen. Ich verstehe jüdische Liebe über Daffen zu binden ein bisschen die Zink. Das heißt, sie dürfen was mehr reden und nicht schämen sich zu reden Jiddisch. Und das ist die Aufgabe von dem Autograph. Wie es will neu sich beteiligen bekannte Persönlichkeiten mit sehr kurzen Auftritten,
das ist wahrscheinlich unsere, also sozusagen Novenes, unsere neue Sachen, was ich führe an. Aber ich meine, lass mir ja. zurückkehren zu Kobi Ja, Weitzner. zu Ihr Kobi habt Weitzner. gedruckt euer Adieu Kobi in der Zeitung. Wollt ihr gewinnen Ballen vorzulehnen ein bisschen von dem? Oder Nein, ich bin nicht gerät, es ist weit von mir. Aber ich will gewollt sagen, als Hobby ist befähigt gewesen sehr aktiv auf der jüdischen Gas. Heute ist gekommen von Hebräisch in seiner Mama-Luschen ist gewesen Ivrit. Aber mit Leib und Leben ist gewesen zugesotten zu Jiddisch, zu der jüdischen Kultur. Es hat ihm befähigt wehgetun, das, was sie kommt vor, seine Rolle, sei Bichlal, die Beziehung zu Jiddisch, zu der jüdischen Kultur, das Amarazes, das Gring aufschatzen. Wer hat öfter gesehen, den Film, den Dokumentar, was man gemacht hat, die polnische Television hat mit ihm gemacht, wo vierte Monologen erzählt, wegen seinem Leben, sei wegen seinem Schaffen. Hat sich faktisch gemacht, ein Doktorat wie Jiddisch gelernt, hat ausgelöst etliche wissenschaftliche Bücher, aber hat sich freier gefühlt, Davke, auf dem Weg von Theater. Ist Bichal gewesen, durch der Natur ein Theatermensch. Viele beim Leben pflegt man in ihm Chappen, besser ein theatralischen Zugang, ein theatralischen Witz. Hat lieb gehabt Theatermenschen. Unser letzter Arbeitstag in Warschau, in dem jüdischen Warschauer Theater, wie der Verwalter, der Literaturverwalter. Von der Seite hat faktisch in Warschau gefunden, sein Ort. Aber von der zweiten Seite meine ich, ist nicht gewinnig der Schatz dort. Hat gesollt verdienen im Vernehmen mehr wichtigen Post, wie ein Mensch, was kein Upschatzen, ein jüdisch Wort. Und hat sehr übergelebt, der Film, was man bezieht sich, viel auf der Bühne im Theater, also ein gering schatzerisch zum jüdischen Wort und zu jüdischen Theater, zum Repertoire befragt. Ich glaube, der jüdische Repertoire im Theater ist sehr oberflächlicher. Ich verstehe, es verbinden öfter mit dem Eulen, was kommt im Theater, aber der Theater darf zuziehen zu sich dem Eulen. In Kobi hat er sehr gut verstanden. Auf unserer letzten Treffung vor Jahren darf in der Zeit in Bukarest, wo es ist vorgekommen, schon der zweite internationale jüdischer Festival von jüdischen Theaters, ist gekommen mit dem Warschauer Theater. Der Theater hat schon gehabt abgespielt, wenn ich bin gekommen, aber ist geblieben noch. Und mir auf etliche Tage in Bukarest, etliche sonnige, herbstige Tage, sehr warme, sehr ungenehme Tage verbracht zusammen. Bei mir sind gegangen mit ihm, ich habe ihn gebeten, soll der wissen sich, wie sie gefindet sich, ein Gitter rumänischer Restaurant, nicht zu lieb essen, nur zu lieb der prächtige rumänische Musik, Volksmusik. Und er hat das Restaurant gefunden. Und wir sind zusammen in den Ofen gegangen und verbracht zusammen etliche Schuhe. Es ist gewesen, pushet, die Schuhe hat umgequält von dem, wie es haben gespielt, die Klezmuren, der rumänische Lautaren, wie man rief sie. Das ist du selber, was auf Jiddisch sagt, ein Klezmer, auf rumänisch Lautar. Das hat zugegeben, ein Stück Leben. Zum Badeur nicht doch klar. A schönen Dank für die wunderliche Zachronis. Kennst du warten eine Minute, ich will es spielen, soll der Eulam Herr noch einmal sein Call. Das ist von Kobi Weitzner, ein Auftritt dem 24. April mit einem Auftritt
beim Vorwärts-Show von dem Vorwärts. Du is Kobi Weizner mit Idees von Warsche. Wenn Warsche hat dem 19. April upgemerkt, dem 75. Juhetag von dem Warschewer Ghetto Aufstand, 3 Sachen gemacht auf mir a größen Räusche. Die erste Sache ist gewesen die Rede von dem Präsident von dem Jüdischen Weltkongress, Ronald Lauder, in der Zeremonie zu Füßen dem Ghetto-Kämpfers-Denkmal. Ronald Lauder hat gesagt, als die Dosike Akademie ist anders wie alle andere teure Akademies. Du, hat der Mond, hat eine Gruppe junge Jiden gekämpft gegen sehr Unterdrückers. Hat sie haben gehabt wenige Wehr, Essen oder militärische Erfahrung, haben sie gekämpft gegen die stärkste Armee in Europa in jenen Jahren. Und also weiter. Hat Ja, gut ich gekannt die gedenk. jüdische Geschichte und gut gekannt reden mit der saftigen polnischen Jiddisch. Ja, das ist gewesen als ein spezifischer als ein Zugang. Hat nicht direkt wie ein Orator, also mit einer ernster Stimme. Hat euch du geprieft theatralisch hinterzutragen dem Zuhörer die Information, die Neues. Und euch interessant der Zugang von ausdichenden Information, dem Sort, dem Min Information. Das ist gewesen euch typisch für Kobi Weizner. Hat gekannt in jeder Sache gefunden etwas zusammen wichtigen Cheinpintel. Und das ist gewesen mit unseren Radioprogrammen auf WWD, wie hat gewollt euch seine Rubrik, eine lebendige Rubrik, sozusagen, wenn vielleicht verschrauben auf die Gassen, alte Jiden, wo es auf dem Gerät, viele auf dem Beudemeier reden, auf dem Gerät, aber es ist interessant gewesen, sie reden in viele Dinarisch gehen, wo sie pflegen reden. In pflegt schäppen von dem Vergnügen, das Vergnügen pflegt sich übergeben zu den Zuhörern. Also in Meschach von 5-6 Minuten. Das ist ein größer Talent, auszusichern. Talent, ja. Ich habe Mechaniker gewählt damals und ich schaue sehr ab. Und es ist ein größer Verlust für der jüdische Radio, was ist uns so wichtig. Wer hat ihm entdeckt, wer hat ihm ermutigt zu schaffen Radioprogramme? Ist das gewählt Tag Eier gedankt zu sein? Ja, weil ich habe geführt die Programm auf WWD, die Vorwärts-Show. Ja, gedenkt, jahrelang. Ja, und es ist gewesen, als auch ein Radiojournal wie David Rogoff, die gedenkt, hat gelernt jede Woche etwas Neues von der klassischen Literatur, von Mandatendienst Stiebel, ist gewesen der ganze sein Buch, hat gelernt, was ich bearbeitet. Dann hat gelernt Plamatsky Dratzen und noch andere Sachen. Es ist gewesen, Chaim Beder hat erzählt wegen der jüdischen Städtler von Ukraine und Weißrussland. Es ist gewesen Neues von Israel. In Natur kommt sie zu mir, Kobi, und sagt, du weißt, Efscher, sie fällt mir, sagt, ich habe es ein bisschen Lebendigkeit. Efscher, was hat die Programme, vorgelegt, und dann hat Gott euch solche Skizzen von satirischen Sachen, kleine Sachen, aber sehr geschmackig. Und also ist rein organisch in dem Programm mit seiner Rubrik. Und oftmals legen wir gehen von der Redaktion zusammen auf der 8. Avenue, wie es so gefunden WWD. Und dort schön arbeiten. Ist gekommen in der Redaktion vorwärts in 2000, ist das so. Und ich habe ihm damals vorgelegt, hat gesagt, dass es noch Parnuss und ich habe ihm vorgelegt, einen vollen Job wie Assistent meiner. Und ich hätte schreiben Artikel, weil bisher hat so nicht gewesen so aktiv wie ein Journalist, wie ein Schreiber. In sehr der größten Nifte hat getan, darf in dem tragischen Tag von 11. September 2002, wenn ist weg, hat mir gesagt, du weißt, ich will sie gehen. Die 2 Zwilling-Binionen sind noch gestanden und gebrannt. Und hat gesagt, ich will sie gehen fotografieren.
Und ich habe gesagt, Das heißt, fahren vorwärts wird fotografieren? Ja, fahren vorwärts. Beschaust die Benjonen brennen, Tage? Ja, wir haben gesehen auf der Television, wie sie brennen. In 33. Gasse ist faktisch nicht so weit von dem Ort, wo es geschehen, von dem Grand Zero, was der was man so zerrieben. In der Stiegen, wenn ist weg, sind die zwei Benjonen angefallen. Und bei mir hat das Zappel getun, in der Art, trachte ich, Gott, nicht so, wo ist gegangen nach ihm? Aber hat gemacht wunderliche Fotografien. Mamisch, die ersten Minuten, nachdem, wo sie sind angefallen. In demals mir gegräht dem Recherchunen nimmer, aber das gemisst alles übermachen. In mir gemacht eine besondere Seite mit seiner Fotoreportage von dem Ort. Es ist gewesen. Zum Beispiel seine mir Auszeit, es kommt immer eine Sache Kredit. Hat nicht genug bekommen im Leben und wir haben ihm ein bisschen mehr gegeben und es kommt auch Kredit für Entdecken. Es kommt dir ein größer Kredit, was sie aus der Wohnsach in gemacht in zu seiner Schleiche, was kommt verbauten. Ein paar Tage rum. Okay, größten Dank, Boris Sandler. Früher von Vorwärts, jetzt von jüdischer Branche und Kobi Weitzner. Ja, wir sollen sich treffen auf Simchas. Alle weit. Nicht wissen von Konzert. Amen. Seid gesund, Dank. Bye. Bye. Das ist unser Programm. Schönen Dank für den Herren, das dazu nach Meir David. Dank noch einmal Boris Sandler und Vivi Lachs früher für sehr Auftritten. Gute Nacht.